Nous pensons d'abord à l'ensemble des êtres, au monde est infini, où l'espace est sans limite. Nous pensons que nous voulons tous nous établir dans le parfait bonheur et pour cela réaliser tout d'abord nous-mêmes l'état Bouddha, la nature ultime de notre esprit. Et que c'est pour cette raison que nous souhaitons maintenant recevoir l'enseignement afin de pouvoir le mettre correctement en pratique par la suite. In order to liberate sentient beings from relative experience of sufferings, as well as ultimately to effect the liberation from the cause of sufferings, and to establish them into the supreme
joy of the realization of the essential nature of mind, or Buddhahood, towards that end one is going to listen to the instructions of the Dharma and integrate them into practice correctly. With this attitude, one will first arouse the proper motivation. 다 담배 주연에 선전남지 동화를 싸러 왔다. 내가 그때 다 소도 좀 발라나면 말이야. 되네 간절했잖아. 주 담배 주 가시에게 다가 만두 선전남지 동화 시왔다. 근데 저 가시에 마음 발라 동안 좀 이렇게 시원찮아. 근데 담배 저 가시에 근데 다다 무엇을 말함소라 있었나? 시와다 대화 들었어. 근데 저 가시에 마음 발라 시와다 대화 좀 이렇게 줘버렸잖아. 근데나 다 선전하는 동화서와다 시와 대화 줘발라. 근데 대래 소도 줘봐 내게 탑라는 말이 근데 전화 실수를 때 가는 사람 되는 거지. 담배 주 Le Dharma, le Saint Dharma, c'est la méthode la plus haute et la meilleure pour dissiper les souffrances et pour procurer le bonheur. Certains aspects du Dharma, du Saint Dharma, ont pour fonction de dissiper les souffrances en cette vie. D'autres aspects ont pour fonction de prévenir les causes de souffrance pour d'autres vies. Donc certains aspects s'attaquent aux souffrances présentes, évidentes, qui sont déjà là, et d'autres aspects, au contraire, portent sur l'avenir et font en sorte que les causes de souffrance à venir ne se produisent pas. C'est pour ces raisons que le Saint Dharma est la plus haute de toutes les méthodes. The application of the practice of Dharma is the most supreme and the profound path or method towards experiencing liberation from sufferings and towards the attaining of happiness. Certain aspects of the practice of the Dharma help us to become free of immediate experiences of sufferings. Certain aspect of the practice of the Dharma causes the purification of future causes of sufferings.
certain aspect of the practice of the Dharma directly helps us experience well-being and happiness currently or presently. Certain aspects of the practice of the Dharma causes the accumulation of future experience of, accumulating the cause for future experience of happiness. So in this way, it is through the application of the practice of the Dharma, and only through the practice of the Dharma, that can bring about the complete uprooting of the experience as well as the causes of experience of sufferings, and attaining happiness and accumulating the causes of happiness. 다 담비기 추대 디는 만조라 되다 그렇기 때문에 여와 그바가 동아공와 그바디 뉴바디 강라 때는 중화래 사나 제 뉴바디 동아랑 속에 샘지 마신지 내려올 마시바 제가 담배 쉬어라 되네 시바 잡아 되네 다 샘제 내로 양타바 가인 바데 담배 쉬어라 되네 딘디 하고와 뭐 대를 되네 되는 거라 동안 세트바나 펜토도바데 요새 대를 되네 와랑도 샘나 대 이어가게 되는 거야. D'où vient ce pouvoir du Dharma de dissiper la souffrance et d'apporter le bonheur? Si le Saint-Dharma possède ce pouvoir, c'est qu'il permet de découvrir la nature de notre esprit, qui pour le moment n'est pas connue. Il permet de connaître ce qu'est véritablement notre esprit, l'essence authentique de notre esprit. C'est grâce à cela que les souffrances sont dissipées et que le bonheur est produit. What gives the Dharma the power to bring about the dissipation of sufferings and the experience of happiness is the practice of the Dharma affect the purification of the, helps the mind purify its obscurations and helps the mind to have its natural sanity revealed, and so that we can have actual understanding and insight into the essential nature of the mind. So it is through the practice of the Dharma that helps our mind to reveal its essential or potential nature. 근데 다당한도 내 방법만한지 삼발라 되네. 담배 그 생각에 사제지 마 사제지 공부하라 또 되네. 마음도 까나와네. 되네 만도 생각 시와다 대화 용하지 사제지 까티기 뉴바가 때네. 되는 만도 생각 시와다. 대화 토가 동안에 되네 사제기 최대 산지라 여바다 만도 되나 여바 대니 나오지 타대 나오지 정말
this sana theater mares. Oh, then all should is Sunday from the church, the Kali sana, Sunday should be from the church, less than the trouble from those. One to Sunday December. Then Morwata, Longer Mashipana, and the Mongos Yoris, the Muta. Teenage Grand General Sambikala Mashipa Mongo Yoba Tiki, Mazuki, Tawatan. Tawata visit one of the young Sunday should Sunday Lantas. There's some ghosts. There is a Sunday should have one, but a Java Yoba condition Sana, Maransola, Sunday extent, Mashipa Mongo Yoba, Java Mongo yours. Java tell Sunday, Java tell, then Yapon. Didn't understand. Sunday should understand Kala, Java should send the card and listen to the Sunday cut down. What is Sunday crying up? What the question is, I just sent Les débutants, les personnes peuvent avoir quelquefois une conception du Dharma qui n'est peut-être pas tout à fait correcte. Ils peuvent avoir l'impression que le Dharma, ce serait comme des commandements imposés par le Bouddha auxquels nous devrions obéir. Et si nous obéissons à ces commandements, à ce moment-là, il y a un bienfait qui se produit dans notre esprit. Et dans ce cas, on dirait que le Dharma, c'est une chose, notre esprit, c'est une autre chose, ce sont deux choses différentes et que l'un se soumet à l'autre. Mais il y a une question, mon sentiment personnel, c'est que ce n'est pas tout à fait comme cela. Pour nous, notre esprit, il y a, en raison de l'ignorance, beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment nous y prendre, nous ne savons pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ceci produit comme un questionnement dans notre esprit, une attente, un questionnement. Et le Dharma, c'est plutôt une réponse à cette attente, une réponse à cette questionnement. Et c'est pour ça qu'il y a le lien véritable entre nous et le Dharma, c'est un lien de question à réponse et non pas un lien d'obéissance à commandement. Generally, in the beginning, people's maybe common approach to the Dharma is that the Dharma is the command of the Buddha, so the order of the Buddha in that sense. And this command and order has come down to us. And when we practice the Dharma, we have this sense that we are basically following the order and the command that has been given to us. And so, whatever benefit comes from practicing the Dharma is simply the benefit of the following such order or command. To have this notion, Rinpoche feels, is not correct. Rinpoche's personal feeling as to the way we should view ourselves in a relationship with the teachings
is that because of the varieties of confusion and ignorance that we have, our confusion and ignorance poses a lot of doubt and inquisitiveness in our mind. And therefore, we have a number of questions. And the Dharma presents itself as the relevant answers to these different questions that we have in our mind. So, there's a very direct and intimate relationship between ourselves and the Dharma, simply because that the Dharma serves as the relevant answers to the pertinent questions we have in our mind, and not simply a command or order that we simply must follow. Quelle est la différence entre ces deux manières de voir? Si on conçoit le Dharma comme cette sorte de commandement que nous donnerait le Bouddha et que nous l'appliquions de cette manière, ce ne serait pas mauvais, mais certainement un bienfait de voir les choses de cette manière. Mais en même temps qu'il y a un bienfait, c'est une manière un petit peu pesante dans les choses. C'est comme un poids qui serait en même temps posé sur nos épaules. Tandis que si on conçoit le Dharma comme une réponse à nos questions, au contraire, il n'y a rien de pesant. C'est même, on voit tout de suite en quoi c'est utile. On a la question, on a la réponse, et puisqu'on a la question et qu'on cherche une réponse, on voit tout de suite l'utilité qu'il y a dans ces réponses. Donc, ce que j'ai dit, c'est un petit peu comme, du moins en Occident, comme lorsque vous allez à l'aéroport et vous avez besoin d'informations. Il y a un bureau d'information. Donc, si vous allez vous poser vos questions au bureau d'information, on vous donne des réponses. Bien sûr, si vous n'allez pas si vous ne vous présentez pas au bureau d'information, les réponses ne viennent pas à vous. Il faut d'abord avoir la question en soi pour avoir la réponse. However we approach the Buddha's teaching, given that we approach it as a command, there is still the benefit. But the difference between approaching it as some kind of order or command coming down and as relevant answers to the questions that one had is, if one views it from the point of view of command,
then there is some sense of heavy-handedness about it. Something is being sort of thrust at one. But if it comes as relevant answers to the questions that one had, it has sort of this freeing or liberating element to it. Rinpoche feels that the point that he's making is comparable to an example which in the West sort of maybe is common phenomena is, for instance, when you go to whatever big airport, there is the information center. And as a passenger, when you go there, if you have certain doubts and questions about certain specific things, you have the information center to go to and ask the questions. On the other hand, if you don't have any doubts or questions, the information center doesn't come chasing after you or doesn't try to thrust itself down into you. So in this way, there is the absence of the heavy-handedness if you don't take it as a command. Nous n'avons pas trop de temps. En bref, l'enseignement du Dharma, l'enseignement du Buddha, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et maintenant, nous avons toutes les conditions pour pouvoir le pratiquer. Nous avons un support d'existence qui le permet, c'est-à-dire la vie humaine. Nous avons l'aspiration à le pratiquer. Nous avons rencontré des maîtres qui nous l'enseignent avec toutes ces conditions. Et il faut en profiter, ça veut dire avoir une certaine diligence pour pratiquer. Donc, pas trop s'étendre en raison du manque de temps. Et je vais maintenant reprendre les instructions sur la méditation. We don't have much time to go on, but essential point is the benefit of the Buddha's teaching is extraordinary, in that the more one understands it and the more one is able to integrate it, one will see more and more its preciousness, its great benefit or its extraordinariness. And as such, within this lifetime, that not only obtained this human existence, but having the necessary faculties intact and availability of the teachings and the guidance, availability of the guidance of spiritual friends, teachers, and a certain amount of inclination to want to practice the Dharma is incredibly fortunate circumstance or occasion for one. Taking that into account sincerely, one should take one's practice as seriously and as sincerely as one can. And so again, since time is running out now, Rinpoche will give some instruction on the practice of meditation.
Dharma tare shine gombeki mepa ta tenje ki mepa che tare tenni tenne dela chidang ke tenne mandu jungwa nga sembenje tape kapsechana tenne 산지에 값이잖아. 진도 답변이 되는 탐가에 필요하지만 이제 파모가 생각나. 용가. 그래 요래 다 있나 다당아도 대답이 좀 마도 되냐 qabla. 근데 콜을 내 qabla. 르. 도망가냐. 그래서 봐. 대나기 치고 열 탐제 우리 도망가야 되는. 맞아. 사만 도망가야 되는. 근데 이제 되는 것도 다 신의 권력이라는 말 좋아 말할 텐데 신의 권력이 있는데 다 다르냐고. Nous allons maintenant voir la méthode de Chiner qui repose sur les 5 éléments. Donc les 5 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, ces 5 éléments, sous leur aspect parfaitement pur, sont en réalité ce qu'on appelle les 5 déesses ou les 5 bouddhas féminins. Mais maintenant, dans notre perception impure des choses, notre perception grossière des choses, ces 5 éléments sont les composants aussi bien de notre corps que du monde extérieur. C'est une méthode qui est en relation avec ces 5 éléments que nous allons voir. Now Rinpoche is going to instruct you into one method of Shine practice, and specifically Shine with the object. And this time, the object of the Shine practice being that of the 5 elements. The 5 elements in the purified level, or from the point of the pure outlook, manifest as the 5 dhatus, or the 5 aspects of the feminine Buddhas, and from the point of view of the relative impure state, they appear as the 5 gross elements, be it our own physical body, and be it outer phenomenal world, all are no other than the combined manifestation of the 5 elements. 제가 전에 도마를 가지고 르라신지 롬바 마주병하라샤 근데 샘 마주바 롬바 병하고 됐으면 Tout d'abord, nous prenons la posture de méditation tout en gardant notre corps dans un état d'aise naturel. Et nous laissons aussi notre esprit au repos dans ce même état d'aise naturel. To begin it, first we should now allow our bodies to
assume the appropriate posture, and at the same time allowing the body to physically rest quite naturally at ease, at the same time allowing the mind to rest simply in the undistracted, natural awareness. 다다 저도 먼저 몇바르베 내디니까 쉬우니 차라도 이까라 몇바디 pomne 이게 내가 맞으나 그래서 내디니 몇바르베 거저도 다들 테랑테라 모두 세라 되네 담보 나 에너지가 나중에 승전 담비 용어가야 나중에 데모 되네 차라도 준준들 저는 중화 사이 틀에 세포 부지지 이어가 쌈네 야라 sembahyang pada yes. Donc pour le moment, vous gardez bien votre esprit dans l'état de méditation, ne prenez pas de vote. Et le schéma expliquer les phases successives de cette méditation. Donc en même temps qu'il les explique, en même temps vous les appliquez tout de suite dans votre méditation. Donc tout d'abord, en pensant que tout d'abord nous allons visualiser un tiglé, c'est-à-dire une forme de lumière, en pensant que ce tiglé représente l'essence de l'élémentaire dans l'ensemble de la manifestation. Nous pensons qu'il est devant nous, qu'il a une forme carrée et qu'il est jaune. Il représente l'élémentaire. Rinpoche will give the instruction, and at this point it might be better that you focus on visualizing the object of meditation and refrain from taking note. And so
first, in front of yourself, you will visualize the essence of the earth element, and in the form of a yellow piglet or point of reference, and yellow in color, and square, cubical, square in shape in front of yourself, and the piglet in the sense of that not too much of a substantiality to it, and to focus on that. 그냥 최종 간대 여러 삼백개 근데 도마 인식만 안 La taille, on peut considérer que fait à peu près 10 cm de côté, 10-12 cm de côté. If you are wondering about the size, the volume of the size, maybe about 5 inches. 아사히 들어서 보때 내준네 쉬잉을 내까고 dumbo Puis nous pensons que ce tiglet de l'élémentaire se transforme et devient le tiglet de l'élémentaire.
en haut, qui est un disque de couleur blanche. And then the form of the earth element transforms into the tigle of the water element, and the shape is disc and color white colored disc, white disc. Il se transforme dans le tiglet du feu, qui est un triangle de couleur rouge, de la nature de la lumière. The water element transforms into the fire, figure of fire, triangular in shape and red in color.
puis il se transforme dans le tiglet de l'élément air qui est une demi-lune, ou un demi-disque de couleur verte. This transforming to the particularly of the air element, green in color and crescent in shape. 남기고 길래 가동 원본 르다 Puis l'élément espace, situé de forme sphérique et de couleur bleue. Transforming into the figure of space, round or spherical in shape and blue in color.
남시 징호 신두 차례 의지 틀레 가도당 이해를 해야 돼. 의지 틀레서 가도 이해나. Puis le tiglé de la conscience est extrêmement subtil, qui est au-delà de la couleur et de la forme. And this transforming into the consciousness and subtle tigle without any color and form. 남시 징호 의지 틀레때 림베림베 차로 손에 야네 얘는 타마디시 바티 가마 마주 바티 가마 Donc ce tiglé devient de plus en plus subtil, de plus en plus petit. Ce tiglé devient de plus en plus subtil, de plus en plus petit, jusqu'à disparaître. Donc le tiglé, il est au-delà de la forme et au-delà de la couleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de forme ou pas de couleur, mais sa couleur, il a une couleur, mais on ne peut pas dire il est blanc, jaune ou quoi que ce soit. C'est une couleur au-delà de la couleur. Et il a une forme, mais on ne peut pas dire il est carré, blanc, rond ou autre chose. C'est une forme qui est au-delà de la forme. Et donc c'est ce tiglé insaisissable qui devient de plus en plus petit et disparaît.
this small and subtle figure of consciousness becoming smaller and smaller and subtler to the point that of its disappearance, and then stepping into the direct experience of ordinary mind. The pillar of consciousness is without color and without form. Without color in the sense of red, yellow, or whatever color that one, with no color that one can come to one's mind visually, and no shape or form that there is no specific shape, like in the way of square or circular or whatever, that also appears to one's mind, a form that one cannot basically nail down, but except for the presence of its brilliance. 다들 용어가 있는데 그걸 본다니 되네 내가 다 제발 카시지요레스 가르사나 당아주 다다 신의 공변서에나 사이트를 주비가나 요 대나지 대나지 시작하면 전에 막 그러네 이제 정말 남식이 들을 바라봄 얘는 남식이 들을 때 정말 야 친구 체를 그러면 얘는 남하가 야네 얘는 남하가 필요했음 연락하마가 양반샤나 얘네 내 방법을 진행하면서라 야고 yes 얘는 다 생각해봐 얘는 화공 공부 소리나 그 사이트에 대해 받는 가서는 사이트에 대해 준비하는 야 얘는 양대 담아지는 거거든 얘는 양 쉬이트를 나샤 얘는 야 대나기 전에 원래 얘는 제마 남식이 들을 얘는 차를 넣는데 담아지는 거예요 야 얘는 양을 잡아 되게 있잖아 얘는 별로
하고 싶어요. 됐어. 신이나 실기. 신이나 잘 이거 다 진짜 신이나 제만 저를 위한 시작을 남하다 쓴 그의 연다가 이제 됐어. 신이가 신이가 아니라 잘 시작을 Ceci, c'est la méthode pour pratiquer Shiné en prenant les 5 éléments comme support, mais il y a des variantes selon on pratique Shiné ou lactant. Donc, si on pratique Shiné, tout d'abord, les 5 éléments se succèdent, comme nous venons de le voir maintenant, jusqu'au tigre de la conscience. Mais le tigre de la conscience, au lieu de diminuer, comme on vient de le voir, on le fait grandir de plus en plus. On pense que le tigre devient égal à l'espace et que notre esprit repose dans ce tigre égal à l'espace. Par contre, si on pratique l'action, on fait un peu différemment. D'abord, on visualise le tigre de la terre, puis on fait se dissoudre ce tigre de la terre dans la vacuité et on reste un petit moment dans la conscience ordinaire. Et après, on prend le tigre de l'eau, de nouveau on dissout conscience ordinaire, etc. Et à la fin, le tigre de la conscience, on le fait disparaître en le faisant devenir de plus en plus petit. Donc, c'est la différence selon que on fait Shiné ou que l'on fait lactant. Following this particular method of Shiné practice, Rinpoche feels a slight difference between those who are at the Shiné level approaching it and those who are at the Hakon level approaching it would be of some benefit. Those who are doing the Shiné, the approach should be basically as Rinpoche had instructed. The pillar of the elements, for instance, the pillar of the earth element, after a while transforms into the pillar of the water element, and so forth. And then, when you get down to the pillar of the consciousness, and there, the subtle light pillar of consciousness gradually expanding and becoming expansive and to the point of infinite expansiveness, and this expansiveness and one's mind being inseparable, becoming inseparable in this way, resting in ordinary mind. Then those who will approach this practice method from the Hakon point of view, and the difference would be first visualizing the earth element, and then at some point the earth element dissolves in the space of ordinary mind, and then having the experience of ordinary mind, and then the water element, pillar of water element appearing, and then at some point dissipating in the space of ordinary mind and resting in the state of ordinary mind, and so forth. And when you get down to the pillar of consciousness, doing it as Rinpoche instructed earlier, that is the subtle pillar of consciousness becoming subtler and smaller, and then to the point that it
dissolving into emptiness or disappearing in the space of ordinary mind and experiencing the direct experience of ordinary mind. Donc ça c'est une manière de présenter les choses, mais ceci dit, il faut voir un petit peu comment on les ressent. Donc même si vous êtes dans l'année où on fait chiner, si la méthode que vous appropriez à l'acton parle davantage, vous pouvez très bien l'utiliser. Même si vous êtes dans les années où on fait l'acton, si cette méthode est plus propre à chiner vous convient mieux, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. The main thing is the practice. Those who are approaching the practice from the Shinyan point of view or the Shinyan level can actually approach it from the Hakton point of view. Those who are at the Hakton level can approach it from the Shinyan point of view. Essentially, it would depend on what is most appropriate or what is most directly suitable to one's mind. So in this way, that such change is possible depending on the suitability of it, the method to one's mind. Donc il reste 5 minutes, on peut, je dis si vous avez des questions importantes, vous pouvez les poser. Si c'est des questions qui portent directement sur la méthode de méditation que nous venons de voir, vous pouvez les poser directement. Si c'est d'autres questions, elles sont réservées au premier acte. So for the next 5 minutes or so we have together, if you have any specific questions, anybody can ask specific questions on this particular instruction, or otherwise questions only by the first year people. I have a question. The formless and colorless state of mind. If it is formless, if the concept is formless and colorless, how can one know that one is visualizing consciousness after visualizing the blue element without oneself forming a concept?
The approach is supposed to be from the earth element down to the element of down to the space element and to the consciousness. It's supposed to get the concept of concreteness and our fixation to the idea of color and form is supposed to become subtler and subtler, and to the point, at the level of the consciousness, that you cannot grasp a form that we ordinarily, relatively, conventionally used to. That it is circular, that it is rectangular, whatever it is, that a shape that it doesn't have such shape. And at the same time, the relative colors, yellow, red, whatever, it does not have a color. And so that yet at the same time, as much as brilliance, as much as light, there is a reference point in terms of the awareness of the attention of the mind is anchored on the presence of the brilliance, and what is the color of this brilliance? From a conventional point of view, you have no color that you can label it with. And what is the shape of this brilliance? And from a conventional point of view, you have no shape. You can't say it's circular, or you can't say it's otherwise. So, from that point of view, there is no shape and no color, but at the same time, just as much as there is a brilliance, there is a reference point. Alors, la question porte sur l'idée au-delà de la couleur et au-delà de la forme. Donc, je réponds que, d'une part, il faut voir que dans la succession des éléments, on va faire quelque chose de plus en plus subtil, ne serait-ce qu'en partant de l'air pour aller, partant par la terre pour aller jusqu'à l'espace, on aborde des éléments de plus en plus subtils. Et quand on arrive à la conscience elle-même, donc cette conscience, on va lui attribuer une forme au sens des formes qu'on peut définir de manière ordinaire, en disant c'est carré, c'est rond, c'est triangulaire, etc. On va non plus lui attribuer une couleur au sens ordinaire, en ce sens que on va dire les jaunes, rouges, bleus et verts. Mais néanmoins, c'est un petit peu comme la lumière. La lumière elle-même, on ne peut pas dire qu'elle a une forme, on ne peut pas non plus dire qu'elle a une couleur. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a rien du tout. Il y a quand même ceci qui est la lumière. Donc ici, le tigré au-delà de la forme et de la couleur, c'est la même nature que la lumière, au-delà de la forme et de la couleur, mais néanmoins, c'est pas rien du tout. Au début, est-ce qu'on peut imaginer que cette idée de la conscience est comme un diamant, étincelant et brillant, ou est-ce que ça a déjà trop de forme?
C'est-à-dire, vous pouvez penser à l'éclat que produit un diamant, mais pas au diamant en tant que chose. Donc, si vous vous référez à l'éclat du diamant, c'est bien pas, sinon, un diamant qui peut avoir une forme, une couleur, simplement à son éclat. And the question was if the pillar of consciousness would be more like a diamond, the appearance of diamond, and Rinpoche's response: to the extent there is clarity, to the extent there is luminosity, yes, but if one would give a definition of form and color to it, then no. Just as much as there is clarity that there is something visual to the mind, but if one is going to go for the color or the shape, there is no color or no shape to point. Donc, par exemple, il y avait lama tibétain en France qui est décédé maintenant, s'appelait Kalu Rinpoche. Et moi, il donnait des instructions sur le Mahamudra, et ayant donné ces instructions, c'est-à-dire s'étant exprimé avec les mots, il a dit, bon ben voilà, maintenant, par ces mots, vous êtes arrivé à la porte ou à la fenêtre du Mahamudra. Et Rinpoche dit, c'est un peu la même chose. Et on arrive à un point, avec ces instructions, qui est au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Et quand on arrive à ce point, c'est la porte du Mahamudra. Donc, ça veut dire cet exemple de la fenêtre, c'est pas en référence avec une maison qui contiendrait le Mahamudra. Ça veut dire le Mahamudra lui-même, il est au-delà des mots, il est au-delà de la pensée et de l'esprit. Donc les mots peuvent conduire jusqu'à la porte, jusqu'à quand on arrive vraiment près du Mahamudra. À ce moment-là, c'est au-delà de ce qui peut être exprimé. Sometime back in France, one of the great teacher, Kalu Rinpoche, was giving instructions on Mahamudra to a number of students. At some point in time, in the process of the instruction, Kalu Rinpoche mentioned, now we are nearing the door and the window of Mahamudra. And so the question that
we have, people have in connection with the consciousness is comparable to that, in that we are nearing, in our understanding, we are nearing the door and the window of Mahamudra. And again, to be sort of specific, that Mahamudra is not like a building that has, Mahamudra is not a building or not a dome that has door and window, but what it means nearing the door and the window of Mahamudra is we are getting to the point where words begin to cease to make communications, where the door to beyond words and point of reference stops, and the actual understanding or insight, door to the actual understanding or insight of Mahamudra is beginning to come to surface. Is more the point. You need to sit on the top and slide off.
Das sind schon heiß. Stell dir sowas mal bei uns in Deutschland vor. Die würden keine 5 Meter weit kommen. Mhm. Ja, das ist schon stark, was sie da treiben. Ich meine, wenn sie echt eine Freude dabei ist, dann ist es ja auch okay.
Vorhin, wo du dich da wegen der lauten Musik innen drin, was gesagt hast, das stört dich so ein bisschen, da sind sie herausgesessen, ein Riesenbus, ist vorne dran gestanden, Siliguri Picknick Club. Wir sind total eng drin gesessen und haben da Pause gemacht irgendwo. Siliguri Picknick Club. So jetzt Samstag oder Sonntag? Samstag. Auch die asthmatischste Hupe ist dabei. Das ist auch eine Art, Neujahr zu feiern. Vögel auf. Wart lieber noch mal ein bisschen, bis wir da länger sitzen, weil dann hörst du nicht mehr die Grillen und so noch. Das kommt nämlich erst im Laufe der Zeit, ist mir gestern aufgefallen. Schau mal, ob das Bild dazu dir kombiniert. Wirklich normal von dir. Ja. Ah ja, schön. Das sieht man schon gut. Nimmst du schon auf? Ja. Ehrlich? Schon. Da muss man ja ruhig sein dann. Muss man nicht unbedingt. Du solltest halt jetzt keinen Grubenunfug erzählen. Sag ich nichts mehr. Sagst du jetzt nichts mehr? Out. Stell sie nicht weiter.
eine ganz andere Geräusche, die man hier hört, gell? Und Das klingt also schlicht wie im Tirpakeller Brunnen. ich habe das auch gedacht, wie so. Gleich schlafe ich wieder ein. Ich weck dich dann rechtzeitig. Du hast ein schönes Gebanzel. Du, da gibt es in Rumtek ganz tolle. Ja? Die sind ganz aus Silber, die haben keine Steine drin. Hast du keinen so? Sag mir jetzt. Ich habe keins, das ich mir umhängen. Warum nicht? Ich habe eigentlich über lange Jahre immer nur ein Schmuckstück getragen. Das war so ein Onyx. Ich meine nicht ein Onyx, ein Obsidian. Wie schaut denn der aus? Schwarz, so ein schwarzes Glas und Vulkangestein von Stromboli. Der ist, glaube ich, ganz stark reinigend, gell? Ich weiß es nicht, aber da auf den Liparischen Inseln, das war seit Jahrtausenden immer schon so eine große Obsidian. Lagerstätte und vor allem auf Lipari auf dieser Halbinsel. Und dieser eine Stein, das war der einzige, den ich auf Stromboli gefunden habe jemals. Und den habe ich mal so zu Tropfen für mich fassen lassen und die bin ich das alle 10 Jahre wieder gehabt. Nee, das ist ja gekühlt, ne? Das hat mir der Ole gemacht. Was ist das für Ich weiß es nicht genau, du bist da nicht dabei, aber normalerweise sind Mantras drin, Safran ist mit drin und dann auch ganz andere Likörn oder sowas. Die hatte eher Sachen von Karma gekriegt irgendwie und die tut er dann in die Gau, heißt es genau, jetzt fällt mir wieder ein in die Gau rein. Und ich würde hier mal fragen, vielleicht kann der das ja dann machen. Ich tue es halt so, zu Hause tue ich es immer unterm Pullover, weil da fragen sie immer, was ist das, da sind die Leute meistens irritiert. Das wäre noch ein Ding. Ich würde mal fragen, das möchte ich mal. Weil du hast schon ganz arge starke Verbindung mit ihm, das wäre bestimmt toll. Weil das Lächeln, das er da heute geschenkt hat, das war so lieb. War ganz lang mild. Das will ich jetzt wieder mal wegnehmen. Und so nicht mitgebracht. Das war dann, damals, wie ich zu dieser Kalachakra-Einladung hingekommen bin, das war alles mehr oder weniger arrangierte Zufall, dass ich das so gekriegt habe. Wo war das in Wolfgang? Nee, in China. In Deutschland. Das ist in der Nähe von Bonn, oder? Ja, ist noch nie. Ist ein schönes altes Gebäude. Und da war es noch am Anfang so, diese erste Sendung von der Einladung, da hat er halt so ganz kurz erzählt und hat auch noch erwähnt, also es ist nicht notwendig, dass man da Zuflucht nimmt. Es sei auf alle Fälle also sehr hilfreich. Aber Das habe ich noch nie gehört, dass das ohne Zuflucht geht. Hat er damals so gesagt, aber er empfiehlt es, weil die Verbindung dann besser einhält. Und noch in dem Moment, wo er das gesagt hat, war also das irgendwie ziemlich fahl auswendig. Also, und ich weiß es nicht, ein paar Monate später bin ich irgendwie plötzlich Klick gemacht. Und nein, das ist vielleicht über Jahrzehnte. Also, aber früher in so einem
Was du hast ausgeübt. Richtig hardcore-mäßig. Und das war absolut so weit entfernt von allen möglichen. Wir haben gar nicht ins Sinn gekommen. Ich glaube aber jeder von uns hat irgendwie mal so eine Phase durchgemacht. Weil es ist im Prinzip, wenn du als Europäer zum Buddhismus kommst, ist schon irgendwie Ereignisse. Du musst schon doch einiges vorher durchgegangen sein, dass dich dann von dem allgemein üblichen Prinzip mal abwendest und dir was Neues suchst, was für dich jetzt richtig ist. Das war, ich glaube, so am Anfang einfach so, dass dieses Grundkonzept von die Vorstellung von einem, ja, so ganz allgemein von einem freundlichen Verhalten zwischen den Leuten. Als Ziel oder als einfach angenehme Version, dass man das einfach wirklich entsprochen hat. Also das habe ich dort gefunden, das ist halt Wetter, da wahnsinnig gelebt und das ist da mit der Kern von der ganzen Philosophie. Und was ich aber über so ein 2-3 Jahre schon Interesse am Buddhismus gehabt, weil das war alles so ein nationales, ich bin jetzt einfach drüber gestolpert, also so das, was wir so für die letzten Jahre im naturwissenschaftlichen Bereich rausfinden oder so rumforschen, das sind Geschichten, die wir damals vor 2000 Jahren erzählt haben. Da sind sie draufgekommen, einfach hinsetzen und meditieren. Aber das war immer nach wie vor so. Das ist auch das, was mich am meisten fasziniert, ja. Also das ist, weil ich auch ein sehr logischer, verstandesmäßiger Mensch bin und über das kann ich dann auch so das Vertrauen auch gewinnen zu dem Ganzen und ich glaube, das ist für uns dann wirklich, wo wir alle so rational denken, erst einmal ausschlaggebend. Das war halt wirklich so ein Punkt, wo mein Menschenskind irgendwie so schon argwöhnisch dazu hat. Also da muss was dahinter sein. Und, ja, und dann diese ungeheuer freundliche Philosophie. Und dann hatte ich im Allgäu, als ich da gearbeitet habe, im Obertal, einen Kollegen, so ein Freund, der war jetzt, das war ein Paradiesvogel von so einem ganz biederen Krankenhaus. Da irgendwie ein ungeheurer Typ. Und der hatte eine Verbindung mit dem Kalu Rinpoche. Es war eine sehr lockere, der war also nie fest organisiert, aber hat bei dem eine Kalachakra-Einweihung gemacht. Und mit dem habe ich den Telekommunist bei sowas. Also ich will mein Leben mal erzählen, das war also eine ganz spannende Sache und so. Soll ich mal machen. Ach, und so bist du da dazu gekommen? Ja, und ungefähr 2-3 Wochen nachdem ich das von ihm gehört habe, habe ich also zufällig einen Flugplan hinbekommen, dass der Bokar Rinpoche im Sommer da in Kamalachila eine Einweihung macht. Wo ist er denn jetzt? Ja, und von diesem Emil, da habe ich das. Hast du jetzt gesehen gehabt? Da stellt so ein Vogel rum, so ein Fußgänger, der also jetzt praktisch total getarnt ist. Wenn er sich nicht bewegt, siehst du ihn gar nicht. Aber die Schwingen unten sind ganz weiß. Da oben ist der Affe. Da oben ist ein Affe? Ja, pass auf. Tatsächlich, ja. Affe, macht keinen Unfug. Hier gesehen habe. Grimmig schaut er. Rauf. Schau mal, und dann haben sie es verspachtelt. Der eine hat so viel sich gehamstert gehabt, dass er es gar nicht mehr tragen konnte. Da habe ich gehört, da gibt es eine ganz witzige Art, wie sie. Nicht bleiben, das weg. Das glaube ich dir, ja. Aber ich finde es umso schöner. Ein Affe
Afrika fangen Affen auf eine Art, indem sie Kokosnuss ein Loch reinschneiden und innen Nüsse reintun und das Loch ist gerade so groß, dass der mit der gestreckten Hand reinkommt. Und die lassen nicht los dann? Nee. Jetzt rührt es sich nicht mehr, den sieht man wahrscheinlich gar Er nicht. kaut gerade. Doch, den sieht man sehr gut. So im Gegenlicht ist er schwierig zu finden. Ja, aber wenn er sich bewegt, müsste man doch gut erkennen können. Du, jetzt ist es gerade schwierig, einfach wegen Gegenlicht. Ja, aber durch die starke Bewegung. Komm doch mal rüber. Die fühlen sich ganz komisch an, wenn einem die anlangen. Hast du das schon mal erlebt? Du, wir hatten in dieser WG gute 2 Jahre einen Affen. Ehrlich? Ja. Was denn für einen Schimpansen? Nee, Gottes Willen, so ein Totenkopfäffchen, so ein kleines. Ach, die sind ja süß. Ich Nein. Da hat er sich einmal eingeführt. Da kam eine Freundin das erste Mal zu uns in die WG und die hatte wirklich so ein wunderbares, hellblondes, dichtes, volles Haar. Und der Putzel hat also eine Stunde vorher sich so Chlorophylltabletten geklaut. Was ist das? Chlorophylltabletten, also eine ganz effektive Art, um Knoblauchgeruch zu binden. Hab ein paar von denen gefressen und hatte er wirklich also einen fürchterlichen grün schillernden Dünnschiss. Und diese arme Frau tritt in die Wohnung, einen Schritt, der Putzel, sie wusste von dem Vieh auch noch gar nicht, springt ihr mitten auf den Kopf und scheißt ihr in dieses wunderbar frische Haar, grün schillernden, richtigen so. Unternehmer. Das ist fast noch schärfer als das Liegen von Brian. Das ist somit die bösartigste Mittelalter-Persiflage, die ich jemals gesehen habe. Von Monty Python Ja, ja. oder so? Nee, da kennt das mittelalterliche, das Ritter der Kokosnuss, aber den finde ich abartig, damit kann ich nichts mehr anfangen. Da kommt eine gute Szene vor, das ist, wo diese ganzen Mönche so die ganz getragene Musik im Schrittparadigma mit diesen dicken Büchern in der Hand. Ganz sicher, das ist also wunderbar. Klassisch, also so eine Kolonne von Mönchen so im Gleichschirm getragen. In welchem Film? Ritter von Kokosnuss. So ganz schwere getragene Musik, alles ist feierlich, alle tragen so dicke Folianten und zum Takt von Musik vom Haus. Wahrscheinlich habe ich es nicht so weit angeschaut. Man muss es natürlich auch mögen. Also es hat mir schon gereicht, wie der auf seinen angeblichen Gaul da immer rumgaloppiert ist und wo der dann den einen getroffen hat und wo er dann gefochten hat und den Arm abgehackt hat und dann den anderen Arm abgehackt und dann die Füße abgehackt. Und zum Schluss dann so unentschieden. Das finde ich ein bisschen doof. Einen Fisch namens Wanda, Der ist gut. der hat der Fies ja auch mit den anderen. Der ist gut. Ich biete Ihnen einen vollständigen Widerruf an.
diese Showdowns, die zum Schluss, wo es in den Beton drin steckt und der andere richtig in der Dampf, weil sie ohne Energie raus, aber eine Frau Und dann, wo er dann nicht mehr stottert. Am schönsten ist aber noch, wie er da unten gestanden ist, hat sich da so ein Striptease-Halb durchgeliefert und mit seinen Socken auf die Muskeln springen lassen. Und auf einmal dreht er sich um, steht die ganze Familie vor ihm. Die Frau ist aber auch scharf. Die Jamie Lee Curtis, gell? Die Fremdsprachen abführen. Der schaut wirklich so aus, als ob er überlegt, was er anstellen könnte. Ich glaube, der dreht sich die Hosen hier runter. Aber was mich wundert, da müssten mehr da sein. Selten, dass die alleine rumlaufen. Ja. Jetzt drehen wir uns dann um, sitzen alle hinter uns. Mit der Kamera. Das wäre was. Ich stelle mir vor, wenn jetzt nicht wissen wird, dass da Karma-Ngedön Chökyi Lodrö könnte es wirklich so eine Dschungelgeschichte sein. Oder Salokara. Ja gut, sowas in der Richtung halt. Nee, das ist echt, weil man hört auch kein Autolärm und so, ne? Weil da hast du einen schönen Platz gebracht. Ja, ich bin ein Glückskind. Glückskind, ja. Hast du gut gemacht. Einmal war ich in Südindien auf einem Strand, das war ganz toll, weißer Strand. Aber total hohe Wellen, da konntest du nicht ins Wasser gehen, sonst hätte ich mal gebadet. Also die waren bestimmt 3 Meter hoch, die Wellen. Das hätte ich erschlagen bei der ersten Welle. So auf der Höhe von, was ist jetzt, war da unten Kilon oder Cochin? So am Westen unten, so Kalachakra. Ja, ganz am Süden unten fast schon. Und dann sind wir da gesessen, Freundin und ich, wir 2. Und auf einmal ist ein ganzer indischer Stamm anscheinend gekommen und haben sich im Kreis um uns aufgestellt, aber so 2 Meter weg und haben uns alle angeschaut. Also das ganze Stamm war da, vom Opa bis zum kleinsten Säugling, alle sind da gestanden, haben uns angeschaut. Und dann wussten wir nicht, was wir machen sollen. Haben wir so Chips dabei gehabt, haben wir die ganze Tüte Chips gegessen, obwohl wir gar keinen Hunger hatten. Und dann sind wir aufgestanden, haben eingepackt und dann sind wir gegangen und der ganze Stamm mit uns im Kreis, so bestimmt 2 Kilometer mitgewandert. Keiner hat ein Wort an uns gerichtet, gar nichts. Es war irgendwie ganz mysteriös. Da wird es dann schon auch unheimlich. Darf ich mal eine? Ja, freilich, dafür habe ich sie mitgebracht. Eigentlich müsste das ja sehen. Ich möchte so gern, dass der kommt. Ich bin ja doch extra Tetanus geimpft. Ja. Ich war auch dazu so fein. Ehrlich. Das letzte habe ich übrigens noch so. Fahren Sie da, ist den Beinlicker mitgenommen. Was? So, fahren Sie da. Für Malaria ist Standby-Medikation. Ach, da habe ich das Varian dabei. Ja, ist im Prinzip was Heiligen drin. Hast du dich nicht geimpft, gar nichts? Ich bin gegen alles geimpft. Wirklich? Außer Malaria habe ich homöopathisch geimpft. Du, ich habe vor dieser ganzen Impferei einfach mehr Schiss als... Ja, besonders gut ist es nicht. Ich habe da neulich wirklich eine ganz für mich überzeugende Geschichte gehört. Du hast seit etlichen Jahren machen sie ja immer so, dass sie während der Operation das Blut wieder sammeln und den Leuten dort zurückgeben, wenn sie es geputzt haben.
Und das hast du bis vorletztes Jahr bei Tumorerkrankungen nicht gemacht, wegen der Befürchtung, dass du denen also irgendwelche Metastasen setzt, wenn du so zirkulierende Tumorzellen wieder reinfundierst. Das heißt, die Leute sind also systematisch mit Fremdkonserven, die sie gebraucht haben, aufgefüllt waren. Und es hat sich herausgestellt, dass die Leute also mit Fremdkonserven eher gestorben sind. Das heißt, die Tatsache, dass du das Ganze 1000-mal getestet haben, nur die Tatsache, dass du ein fremdes Eiweiß zuführst, ist im Körper ein größerer Schaden als diese paar Tumorzellen, die du denen wiedergibst. Also zumindest solche Sachen wie so Immunglobulin, die würde ich mir nicht spritzen lassen. Da habe ich auch meine Bedenken gehabt, nachdem ich ja das von der Arbeit hier alles mitkriege. Ja eben, du solltest da Wir stellen das ja her, sein. ne? Das, also nicht das Beriglobin, das ist vom Beringlack. Unseres heißt anders. Das ist mir zutiefst suspekt. Und das Einzige, was wirklich interessant wäre, also, wäre so eine Malaria-Impfung, da gibt es bis jetzt nichts Taugliches, nichts Praktikables. Und das andere waren Amöben. Und da gibt es auch nichts Gescheites. Gibt es da überhaupt irgendwas? Habe ich noch nie was gehört. Ja, freilich, es gibt wirksame Medikamente. Du musst ja, wenn du das hast, aber so als vorher. Aber da gibt es nichts mehr. Und das andere Cholera und so ein Zeug. Habe ich mal einmal impfen lassen, das allererste Mal da war, aber das bringt nichts mehr, ne? Bringt nichts und vor allen Dingen, das ist eine Geschichte. Das ist ein Cholera, stirbst du an sich nur, wenn du kein Geld hast. Oder diese ganzen Geschichten. Oder nicht mehr zum Arzt kommst, weil es schon so schlimm ist. Ja, aber ab dem Moment, wo du Salz, Elektrolyte bekommst in jeder Apotheke, das ist keine Schwierigkeit, das hier aufzutreiben. Und wenn du ein bisschen gesund, ein paar Medikamente dabei hast, die haben sie ja auch überall. Also hier kriegst du alles. Ohne Rezept, super billig. Eine Freundin von mir hat damals die Ruhe gekriegt. Also was haben wir da? Was, ich glaube, irgendwelche Antibiotika haben sie uns das geschrieben. Hast du dann selber gekauft. Hat so ein Päckchen, das war direkt von Bayerwerke, waren das. Für 4 Mark, ne? Das ist witzig, ja. Die haben ja für den 20. von dem Preis verkaufen, das Zeug, ja. Die Ruhe, das ist ja so Amöbenzeug, ne? Schigellen. Es gibt eine Amöbenruhe, ja. Aber so die normale Ruhe. Ne, ich glaube, sie hat die Amöbenruhe gehabt. Und in Delhi vor 2 Jahren haben sie es fast alle gehabt. Gott sei Dank in der Beziehung. Oh, was kommt da jetzt? Wahrscheinlich steht jetzt bei der Kuh vor uns. Solange sie keine Stampede macht. Keine was? Stampede. Was ist das? Wenn sie das Galoppieren anfängt. Plus der Flugzeuglärm, der könnte unterbleiben. Also es wundert mich, dass so viel fliegen, weil normalerweise ist doch der Flughafen in Siliguri und da fliegt doch bloß einmal am Tag einer oder nicht. Das ist alles Ami. Sehr fein. Da muss irgendwo so ein großes Lager sein. Der ganze Hier in der Flughafen Nähe. in Bagdad, das ist der einzige Ami-Lager. Das ist auch nicht weit, ne? Nee, das sind 12 Kilometer von Siliguri entfernt. Da wo wir neulich nach Mirik gefahren sind, da fährst du ja auch eine halbe Stunde lang durch ein Ami-Camp. Da habe ich geschlafen. Ach, du geschlafen? Wie geht's denn deinem Mirik? Nee, ist nix selber tut man nicht wie hier, der Muskel. Und zwar habe ich da heute Nacht so einen Muskelkrampf gehabt, habe ich noch nie an der Stelle. Das ist, weil ich mir immer so ängstlich bin und die Schultern hochziehe. So krass. Nur in der Meditation schaffe ich das. Aber auch nur kurz. Du sitzt ja auch nicht so da, gell? Na also. Ha!
Mir reicht es auch völlig, wenn ich es immer den anderen Leuten erzähle. Was knackst denn du überhaupt mitten in der Meditation mit deinen Fingern? Das ist doch voll ungesund, sowas zu machen, oder nicht? Nee, das ist bloß ein bisschen, ich knack an sich nicht gerne, aber ich bin ein bisschen mobilisiert. Das auf den Da kann man doch Gicht kriegen oder sowas, ja? Weiß ich nicht. Irgendwer hat mir die Story mal erzählt. Und da ich ja immer alles glaube. Wirklich? Dann komme ich drauf zurück. Als ich in der Arbeit so fertig gemacht habe, war ich genau 14 Tage da. Und bei uns der Geschäftsführer von allen Plasmabereichen, das war der Dr. Käser, und der ist das halbe Jahr vorher gestorben gewesen. Und den haben sie beerdigt auf dem Friedhof, der ist gleich in der Nähe von mir. Und da haben sie mir erzählt, dass derjenige, der am nächsten wohnt, zum Grab vom Dr. Käser das Grab pflegen muss. Das haben sie in Betriebsvereinbarung aufgenommen. Und ich, nee, ehrlich, also das tue ich nicht, das hat mir im Vorstellungsgespräch gar nicht erzählt. Die haben sich amüsiert, das kriege ich heute noch. Konnten es dich letztlich überzeugen, dass du Grab pflegen musst. Da war es mir gestern unheimlich, da waren nämlich so Armeetypen da. Und ich bin da gesessen. Und dann ist da einer hergekommen und hat mich angekrapscht, dieses Untier. Ja? Ja, und dann habe ich ihn angeschrien und habe ihn dann abgewehrt und so. Und dann ist er seiner Truppe nach. Und dann bin ich da zurückgegangen, da waren ein Haufen, die haben irgendwie Überlebenstraining hier gemacht, ich weiß es nicht. Deswegen waren wir dann immer so ganz geheuer. Jetzt sind schon wieder so viele Typen da. Das sind ja die ersten indischen Soldaten, die ich laufen sehe. Das muss wirklich so eine irgendwie spezielle Einheiten sein. Ja. Wieso, wie siehst du sonst immer? Ich habe da bisher eigentlich noch Fahren nie welche rumhängen. mitgekriegt. Normal siehst du ja jetzt nur an der Straßensperre, wo sie jetzt die Lastwagen ihr Werkzeug abholen. Das ist zum Teil wirklich ein also bei diesen Straßensperren, bei diesen... Ja, da ist Das eine sollten- Richtung sehr lokal. Ja, ja, das war neulich so, da habe ich mitbekommen, da fährt ein Bus hin und muss warten. Der Fahrer gibt ihm so ein paar Rubis Bergstück und die strömen so 4, 5 Soldaten, ich auch. Und Na, ja, ja. ja, wie Straßenräuber, hm? Ja, es ist so ein fliegender Übergang. Die Freizeit, die Lagerei. Also ich kenne es bloß in Delhi, da warst du schon mal im Tibet. Da ist direkt im Anschluss dran so ein riesen Polizeilager. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind, das war also ein paar Tausende Jahre, also von Delhi aus werden die anscheinend vom ganzen Land über mit Polizei versorgt. Die Armen. Und was welche Gründe? Ich war einmal in Bombay, wie wir zurückgegangen sind, habe ich einen vom Flugzeug wieder getroffen und gesagt, komm, mit denen Papier drin. Ich glaube, bevor wir abgesprungen sind, ich 4 Wochen lang überhaupt nichts drin, ich gesagt, okay, ich bin mit. Sind wir in ein Hotel rein, haben wir so einen Filmplatz und so. Es war ein total Luxushotel, weil du kriegst in Indien ja nicht oft ein Auto, weil du musst ja teilweise auch so Konzessionen mit, die haben das auch schon dürfen. Da sind wir erzählt, was ich habe mitgestellt. Ich habe so ganz komisch geschaut, der Kellner. 10 Minuten später ist er mit dem Flug gekommen. Das war in der Stunde festzustellen. Da haben wir die abgewichen, haben wir gesagt, die guten Ausfall steht dann den Biertrinker. Habe ich dann verstanden, also es war ja Wahlabend vor, also Abend vor der Wahl, und da wird in Indien kein Alkohol drin, ausgeschenkt, weil anscheinend befürchtet war, dass irgendwelche Leute als Streiten anfangen oder so. Aber wenn wir mit ihm mitgehen würden, dann könnte er uns an einem verschiedenen Plätzchen ein Bier ausschenken. Dann sind wir durch ganz suspekte Hallen, durch die Küche, durch die Toilette, durch.
sind wir in einen Hinterhof gekommen, einen riesen Hinterhof, sitzen da hunderte von Hunderten in uns auf. Stark. Wir sind in besten Positionszeiten. Aber wirklich hunderte, und ein Krone war und die waren wirklich stockbesoffen. Hast du den Film Buddha gesehen? Little Buddha? Little Buddha oder so Buddha? Little Buddha, den haben wir gesehen. Da war der Buddha am Strand gesessen oder am Fluss, am Ganges, und dann hat er so eine Schale rein, und wenn er in diesem Leben noch Erleuchtung gegangen soll, dann soll er Strom aufwärts fließen, und dann ist das ganze Ding Strom aufwärts. Und ich soll jetzt mit meiner Zigarette aufstellen gewesen. Aber das ist natürlich Sache, dass es nicht so nicht so. Was? Das ist natürlich nur ein Frust, wenn ich dann doch runter. Eben, deswegen tue ich es ja gar nicht. Ich habe mir das vorgestellt, es wäre schön, ja. Aber die Frage stelle ich sogar nicht. Heute in der nächsten Zeit. Also das wird dann der Dharma erzählen, dass man das Ja, irgendwie ist das, was mir wirklich nicht aber am Anfang total Angst gemacht hat. Und was das voll abgelehnt hat, einfach zu hören, dass noch so und so oft wiedergeboren wird. Das hat mir total Angst gemacht am Anfang. Ja, das ist dann irgendwie ist das für uns Europäer, aber ich weiß es nicht. Wir sind so angstneurotisch alle. Und ich glaube, dass vieles eben einfach dir erzählt wird, den Leuten, weil sie wirklich teilweise lethargisch sind und sich nicht aufpassen für nichts und gar nichts. Und das ist so, deswegen auch so viel Angst gemacht wird, damit man die mal rauskriegt. Und ich glaube, gerade für uns Westler ist das ein Problem, damit umzugehen. Dass wenn man die irgendwelche Ärzte abkriegt und dann sagt man, das hat eh keinen Sinn. Ich schaff's nicht. Ja, das kann man auch nicht machen. Weil wir einfach mal, glaube ich, einfach mal weiter ist. Weißt du, es gibt das irgendeine Reise, die gibt es irgendwie. Jetzt wäre ich alles. Das war ja die einzige Reise. Weißt du, die gesamte Bildungsstraße in Liebe, dass wir wirklich das kommt also aus dem Kulturkreis. Da gehört auch hin. Ich glaube, in den Buddhisten im Westen sind die Jahre, das hat ja eine tolle eigene Sprache. Also mich schreckt manches ab. Was ich sagen muss, das muss wirklich jetzt nicht in unserer Gesellschaft sein. Das nehme ich, das tue ich mir dann rausfiltern aus dem Ganzen. Muss auch nicht sein. Weißt du, ich hab da wirklich Glück, dass ich am Anfang ich kann mich erinnern, also die ersten Leute, die mir also von Tatsachen erzählt haben, da wollte ich einfach wissen, wie wird das eigentlich jemand zum Rinpoche? Also da liegt das nicht, wer ist ein Rinpoche wird und so. Und so über diese Frage ist mir irgendwie so, weil das ist das Prinzip, dass du einfach, es gibt natürlich ein Ziel auf das raus, weißt, und welche von diesen 1017 verschiedenen Ansätzen und Möglichkeiten für dich momentan hast, das ist einfach zweitrangig. Und von dieser ganzen, von der ganzen Sprache und von den Bildern und von dem Konzept, was ist das Wunderbare mit diese ganze tibetische Küche haben nochmal eine eigene Sache, die alleine faszination und Leistung und Qualität hat. Aber muss eigentlich wirklich noch nicht dabei sein, was ich jetzt sicher zu ergeben habe, von mir als Wiedersehen. Aber diese einfach, also das ist das, was ich von der Sache mitbekommt, in allem, dass ich einfach tausender besser mit meinem Gegenwart verknüpft bin, und mit meinem täglichen Leben gedacht habe. Ja, oder das ist wirklich. Und alles
Inwiefern kannst du es nicht wieder? Ich habe mich jahrelang in dieser. Ich habe 4 Euro, ne? Ja, 84. Das Arbeiten. Das ist ja immer so viel Sachen, die ich nicht verlieren meine Zeit erreichen. Und habe jetzt also sicherlich zwischendurch auch verschiedene Infos getrieben, aber ich habe immer nicht getrieben. Ich habe natürlich nie bestimmt gehabt. Und das war in der Zeit, wo ich rein war, wo alle noch alles in meine Bekannte waren, also irgendwann Ärger bekommen hat. Und wo man immer so viele andere Leute mit. Das ist ja ein Glücksmensch. War ich in der Lage. Also, das was die Dinge halt über den Selbstbetrieb oder so, was Holzarten und so hatte, das war einfach nur eine Geschichte. Und ich habe dann das Arbeiten angefangen, mit meiner Zeit arbeitet, als ich jetzt so weiter wie ich gelernt habe. Und da ist mir ganz einfach, das geht gut, aber das wollte ich aber nicht akzeptieren. Und da war ich dann das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie das nicht angefangen. Und dann hatte ich damals auch eine ziemlich langjährige und sehr wichtige intensive Beziehung, wo ich da definitiv keinen Rückhalt bekommen habe. Und da bin ich dann gründlich so durchgehen. Und dann habe ich ja nach 4 Jahren einen Onkel kennengelernt, 88 Uhr. Nach Kuttenberg und habe diese Orthopädie-Ausbildung gemacht. Und das Kuttenberg ist ja wirklich das war fest und gemordet und Alkoholiker und dreht um die Leute, die hier einfach irgendwo Standard und arbeiten das verändern. Also in der Situation, wenn auf deine Stelle im Prinzip 50 Leute jederzeit auch ohne mich bezahlen arbeiten. Also nicht so arbeiten. Aber das wäre für mich nicht. Da bin ich dann wirklich mutig und ich habe mich in dieses Rassenrennen mit reingestellt. Und das ist diese Ausbildung. Und hat aber überwiegend noch meinen privaten Teil mitgekriegt, dass ich einfach mit ihm nicht vereinbart und kann dann nicht vorangehen. Und wirklich im Zusammenhang also mit diesen Damen habe ich jetzt gesagt, nicht von insgesamt Zeit losgelassen. Und das hat also geklappt, dass ich habe in dieser Zeit auch irgendwelche Bankenbücher rausgeholt. Und Würden und ich muss jetzt unbedingt weiterarbeiten, damit ich die Würden losbekommen kann und haben mir weiter eingeengt, also nicht eingekommen und fest zementiert haben. Und das war also alles mehr als ärgerlich. Ja, und irgendwann ist wirklich schon, es war halt eben größer geworden. Ich habe gesagt, das was ich hier an Fällen habe, das sind eigentlich keine wirklichen Fälle, sondern so die Geschichte, die ich am Fällen habe. Genau, das ist alles, leer hier alles, was man hier irgendwie will oder zu irgendwas hat, was man dasselbe, das mache ich ja. Niemand anders. Die Art, wie ich auf das Feld reagiere. Und also wirklich total. Und das hat also das war zum 7. Jahr so weit, als die Norweger bei mir das mitgemacht haben. Ich habe mich in der Klinik nicht alles gehalten, aber ich habe wirklich von der Möglichkeit gemacht. Ich habe immer wieder Ausgleich oder so, aber die können sich nicht mehr machen. Das ist wirklich nicht mehr angreifbar. Und das ist nicht das Beste, natürlich es ist ja so, dass es schafft, dass es nicht, dass man wieder entwickeln. Aber das ist zumindest die letzten Jahre, ist das wirklich so, diese Weise, das weiß man, wenn ich das angefangen habe, ganz viel von den anderen früher Land, mir selber gar nicht total viel wäre, weil ich nicht mehr so eng, nicht mehr so anhöre. Und dann auf der anderen Seite halt wirklich diese Arbeit, die Christus dann mit den anderen geistlichen Möglichkeiten drin, also was da, das ist alles also wirklich meiste und kein kleines, aber das ist zumindest das Ziel, was ich sagen will, dass es für mich nicht ist. Wenn ich also mit meiner eigenen Vater mitbekomme, ich bin was, was ich nicht so entwickelt habe, die ersten Jahre, die ersten 2 Jahre, war ich wirklich stolz, dass ich so mit so aufgestanden bin. Hast du das echt gemacht? Also, 2 Jahre durchgezogen.
konnte Kyabje dann so weiblich eingefangen haben, aber es ist halt es bekommt eine Seltenheit auf. Nicht nur das wird jetzt und das ist Leute, die spielen einfach wirklich Sachen damit. Die machen dann einfach wirklich Dinge, das ist, dass ich freue mich drauf. Ich habe jetzt auch seit 2-3 Jahren das erste Mal, weil vorher habe ich gedacht, die Arbeit ist halt immer was gewusst, was alles wichtig ist. Die Arbeit kann man mit Leuten machen, das ist völlig freut mich nach wie vor. Kann ich auch kein anderes Sache nehmen, weil ich ja wieder will ich in die Arbeit und nicht mehr nehmen. Ich werde definiert auch viele Umgebungen bekommen. Aber das ist dann, sobald sie dann diese ganzen Dinge dann übernommen hat, dass das eigene Geschichte, dann nimmt das schon was. Ja, aber irgendwie ist das doch auch schwierig, wenn irgendwann nicht mal loslassen kannst von den finanziellen Hintergründen, dass du im Prinzip immer versuchen musst, mit dabei zu sein, Karriere zu machen. Und da gehört die ganze Geschichte mit dazu, ne? Ja, aber weißt du, ich habe letztes Jahr dann einen Buch gekündigt und bin über meine Runde gefahren, das war letztes Jahr. Und ich habe schon ein paar Bewerbungstage vorher weggesucht, wie ich da weggefahren bin. Und das hat wunderbar geklappt, das ist ganz richtig, ich habe mir damit angefallen. Aber die Tatsache, dass ich einfach mir in der Kosten ganzen Stunden hier freigemacht habe, dann hat mich sehr viel Sinn, was ich da und ich finde, das dann auch stattfinden. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, wenn ich alles nichts habe, aber etwas weiter. Ich denke, das sind viele die innere Einstellung, dass auch wenn man da mal sagen kann, okay, das geht irgendwie weiter, dann man geht es auch weiter, ne? Das sind doch immer die Leute, die sagen, oh Gott, das kann ich nicht, weil, die machen es nicht schwierig, ne? Und man sieht in diesem Teil interessant, aber wirklich im Zusammenhang mit dieser unter uns. Wie ist das gekommen? Das ist eigentlich also wenn du das in Buddhismus verklären ist, dann musst du vorher schon im Prinzip sehr kleiner Buddhist so menschlich sein. Und wenn man vielleicht auch noch so die Level, die das im Prinzip anfängt. Ich war schon über diese, ich dann aber fast als irgendwie plötzlich also Antworten serviert werden oder Lösungen für Geschichten, die seit langer Zeit irgendwie so in Arbeit waren. Ich habe wieder so, das seit ein paar Jahren wirklich wie tief, also wie man halt ist. Ich wusste, dass das alle das ist. Schön. Und wenn du so ab letzten Monat ankommt, wie man kochen, wo wieder alles ganz anders ist als bei mir, also das ist alles die Beste mitgekommen hat, ich habe das ziemlich weitergebracht. Auch wenn das anders gegangen ist, also an Dingen, die kannst du übernehmen. Bei mir ist es jetzt total aus, kann man mal reden, sind dann mit China und da weiß ich passiert und ich mache ein Studium auf und das ist eine Katastrophe, ich brauche eine Katastrophe und mittlerweile ist es ziemlich so, ich habe einen Halbtagesjob und immer gegen jegliche anderen Argumente und so, da sind sie auf mich eingestellt, dass ich will, dass wir die Flüge mal locker raten, morgens bis abends zu Hause vom Leben nichts, das ist für mich nicht schön. Vor allem auch nicht mit der Arbeit, die mich ausbildet. Und es ist gegangen, obwohl alle gesagt haben, bei uns ist unsere Gesellschaft kannst du das nicht erlauben. Und dann habe ich halt 1,5 Jahre, das war Dreivierteljahr, dann habe ich halt nochmal ein Dreivierteljahr verlängert und eventuell habe ich die Möglichkeit, da weiter zu bleiben, mal schauen. Aber was normalerweise hätte ich, wenn ich 3 Jahre früher oder so, hätte ich jetzt total so beteiligt, weil ich auf Militär arbeiten wollte. Und dann denke ich, das kann was anders sein. Irgendeinen Job werden zu finden, mit und dazwischen übernachten nicht. Jetzt ist er runter. Die auch ausgestellt, dass das jetzt einladen kann. Du hast doch das vorher so schön erzählt.
Hast du das aufgenommen? Das läuft mal wieder. Ich hoffe natürlich, dass das auftaucht.